Hallo. Hallo, servus. Wie ist die Lage? Ja, gut. Gut? Immer gut. Okay. Bisschen Stress, aber immer gut. Was macht die tragende Stute? Sie trägt noch. Das Holen noch nicht da? Nein, nur hier da. Hallo, guten Morgen. Max, kennt euch ja schon. Ja, Genau. ja. 6 Rottaler Pferde stehen bei Bernhard Kess in Neuhaus bei Windisch-Eschenbach. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Bernhard und seine Freunde wollen das verhindern. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf seiner Stute Elfe. Sie erwartet Nachwuchs. Die ist gemütlich, oder? Ja, ist eine ganz angenehme. Sie hat wie jeder Rottweiler schon Temperament, aber angenehm im Umgang. Okay. Das mit dem Umgang merke ich am besten, wenn ich selbst mit anpacken darf. Hallo Elfe, grüß dich. Und Elfe hat offenbar nichts dagegen. Ja, können wir mal machen. Oh, da ein bisschen vorsichtig sein, ne? Genau. Und das Gesicht, oder? Genau. Das Gesicht. Gesicht ist doch das Entscheidende. Komm her, Elfe. Damit du auch ein schönes Bild machst als werdende Mutter. So. Da darfst du auf die Einfach. Koppel? Ja. Ah. Na, du bist heute auch. Und nach der langen Winterpause darf die Rottaler Stute heute zum ersten Mal wieder aufs frische Grün. Und sie interessiert sich jetzt nur noch dafür. Ja, wie weit ist die denn jetzt? Die hat jetzt ungefähr noch 2 Wochen. Und dann kommt das Fohlen. Plus, minus 5, 6 Tage. Bist du schon nervös? Nein. Das ist ungefähr das 15. Fohlen. Und ab wann bist du aufgeregt? Ja, kurz davor. Aufgeregt wird man eigentlich erst, wenn es den normalen Zeitpunkt überschreitet. Elfe ist eine von 25 Stuten, die beim Rottaler Förderkreis eingetragen sind. Ja, Es sind weltweit die einzigen registrierten Zuchtstuten dieser Rasse. Max Müller, der gerade Elfe zurück ins Paddock bringt, ist Zuchtbeauftragter des kleinen Vereins und hat selber eine Rottaler Stute. Es ist schade, also ich habe mich eigentlich darauf eingestellt gehabt, dass wir dieses Jahr auch ein Fohlen bekommen. Aber ja, die Natur wollte es nicht. Es ist leider so. Und das heißt, wie viele Fohlen kommen jetzt bei euch im Zuchtverband auf die Welt? Eines, Eines! das ist das Schlimme. Dieses eine muss ich kennenlernen, sobald es auf der Welt ist. Die Erhaltungszucht ist unsagbar mühsam. Man muss erst mal decken. Dann trägt sie 11 Monate. Dann muss man hoffen, dass das alles gut geht. Dann zieht man das Fohlen 3 Jahre groß und dann kann man erst was anfangen damit. Wir haben drinnen ein paar Stallhasen, 3 Wochen. Jeder hat 7 kleine, könnt ihr reinschauen, nicht Nester. Also das geht ruckzuck. Oder schauen wir doch mal rein. Also die schauen wir uns mal an, die Stallhasen, Genau, da könnt ihr oder? anschauen, ja. Gleich neben der Pferdebox ist der Stall der Hasen. Die liefern das krasse Kontrastprogramm. Jede Menge Nachwuchs. Und wie lange haben die jetzt getragen, die Hasen? 3 Wochen. Das geht alles schneller. Was macht ihr mit den ganzen Hasen? Sonntagsbraten. Oh nein! Egal ob jetzt Pferderassen, Schafrassen, Ziegen, Enten, Gänse, die werden dann nur erhalten, wenn sie auch genutzt werden. Und weil auch die Rottaler seit eh und je gebraucht wurden, gab es früher sogar Herden mit bis zu 30 Tieren im Rottal, ihrer niederbayerischen Heimat. Die Rottaler Füchse sind schon im 11. Jahrhundert als begehrte Ritterpferde erwähnt. Man vermutet, dass sich die Pferdezucht im Rottal von den Beutetieren der Ungarn-Einfälle des 10. Jahrhunderts entwickelt hat. Man kann aber auch so sagen, in diesem niederbayerischen Hügelland hat man die Rösser einfach gebraucht, zum Ackern, zum Fuhrwerkziehen und auch zum Protzen, wenn man nämlich vierspannig in die Stadt gefahren ist. Ich bin gespannt auf deine Schätze. Naja, Schätze. Eingestaubte Schätze. Okay. Wie viele? Keine Ahnung. Wie viele Jahre Sammelleidenschaft stecken da jetzt drin? 15 oder 20 in dem Dreh. Wow. Das zum Beispiel, ja, dieser alter Zweispännerschlitten. Mit so einem Gig oder mit diesem Gig sind sie früher im Pfarrkirchen auf der Rennbahn gefahren. Also das ist. Bist du alle gefahren? Das sind alle schon gefahren, ja, genau. Alle mit deinen Rottalern? Ja, genau. Also das war früher ein Bus.
Und da geht man, oh Gott, Genau, nein, da halt, weiß ich, innen ist der Hebel. innen ist der Hebel. Genau. Wegen Corona hat Bernhard alle Ausfahrten abgesagt. Die historischen Kutschen stehen seit 2 Jahren auf dem Dachboden. Aber mit einer wollen wir jetzt los. Hier drauf? Jetzt zu dritt. Ah. Genau. Und Neben dir natürlich mit seinen Rottalern. Für mich hat er Mia und ihren Sohn Leo eingespannt. Wir starten direkt vom Hof des Bauunternehmers. Der 5-jährige Wallach Leo ist noch in der Ausbildung. Auf mich wirkt er aber genauso cool wie seine Mutter. Wenn man dann so losfährt, dann ist es einfach Entspannung. Und ich habe jetzt in meinem Beruf auch Stress und Ding. Und da muss man wieder weg. Da muss man eigentlich wieder weg, dass man wieder ruhiger wird, dass man mit dem zufrieden ist und dass es einfach so, ja, ein bisschen gemütlicher geht. Ein verlässliches Pferd für die Freizeit hat er vor 23 Jahren gesucht und eine Rottaler Stute gefunden. Daraus ist, auch wenn er es vielleicht nicht so nennen würde, eine Lebensaufgabe geworden. Ich finde, die Rasse darf man nicht aussterben lassen. Diese Züchtung muss erhalten bleiben. Das ist einfach der Grund. Weil es gibt viele, also es gibt ja auch für andere Pferderassen gute Pferde. Aber wenn man die jetzt aussterbt, wenn sie weg sind, sind sie weg. Es gibt kein, machen wir wieder einen Rottaler. Gibt's nicht. Wenn sie ausgestorben sind, sind sie ausgestorben. Und dann, als wir eigentlich schon auf dem Heimweg sind, bietet mir Bernhard die Leinen an. Er vertraut seinen Pferden eben. Und die reagieren ganz brav auch auf meine Kommandos. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Halt. Super schön. Vielen Dank. Echt Was klasse. gesehen, was gelernt? Okay, fantastisch. freut mich. Hat Spaß gemacht. Okay. Du musst uns unbedingt Bescheid sagen, wann dein Fohlen kommt. Ich rufe sofort an, wenn das Fohlen da ist. Okay. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, Okay, alles gerne. klar. Danke. Also erstmal warten auf das einzige Rottaler Fohlen in diesem Jahr. Aber es vergehen nur 11 Tage, bis Bernhard Kess anruft. Prompt bin ich wieder da und sehr gespannt. Grüß dich. Servus. Und? Hi. Alles gut. Alles gut? Ja, alles gut. Was macht der Nachwuchs? Dem geht's ganz gut. Echt? Quicklebendig. Ja, da ist er, der kleine Mann. Ein Hengstchen. Ein Hengstfohlen, ja. Geh weiter. Komm, weiter. Ich bin mal etwas vorsichtig, bleib mal ein bisschen draußen stehen. Ne? Zurück, zurück. Zurück, ist schon gut. Ist schon gut. Legt man mal auf. Komm. Oi. Was für ein Hübscher zum Knuddeln. Aber Elfe schickt ihn weg. Ah ja, die weist ihn wirklich richtig Ja, ja. zurecht. Ja, Ne? ja. Strenge Mutter. Strenge Mutter. Strenge Mutter, ja. Ja, auch schon beim vorhergehenden Fohlen? Oder? Ja, 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 ja. Und das heißt, sei Sie stört vorsichtig. nicht so, genau. Das sind fremde Genau, Leute genau. und dann. Geh nach hinten so ungefähr. Verzieh dich. Du hast es gleich mitbekommen, dass er kommt? Oder wie war denn das jetzt? Gar nicht. Ich habe eigentlich noch nicht gerechnet damit. Habe nachts um 2 nochmal reingeschaut in die Kamera. Und war noch gar nichts, hat es ganz normal gefressen. Und wie ich um 3 Uhr nachts wieder reingeschaut habe, war er da. Man weiß nie 100%, ob alles in Ordnung ist. Aber ich habe gesehen, es hat einen Kopf oben, es schaut. Dann ist schon mal 90% okay. Das sind die Aufnahmen, die Bernhard von der ersten Stunde gemacht hat. Und wer ist eigentlich der Vater des Fohlens? Der stammt ebenfalls aus Bernhards Stall. Lucanus. Eigentlich würde Bernhard lieber auf die Hengsthaltung verzichten. Aber ohne Hengst keine Fohlen. Hopp, Galopp. Hopp. Hengsthaltung, das ist richtig viel Arbeit. Also ein Hengst ist so viel wie 5 Stuten. Was? Ja. Warum? Naja, ich spanne jetzt diese Stuten, spanne mit dem Wallach zusammen, dann fahre ich aus oder mache irgendwas. Oder die können auch die Mädels ausreiten mit zu 4, zu 5. Aber der
Das ist ein bisschen schwierig mit einem Hengst. Das will auch fast keiner machen. Du wirst auch selten einen Stall finden, wo Hengste einstellt, einen Reitstall. Weil der ist immer Unruhe und ist halt auch gefährlicher. Der Höhepunkt des Tages. Okay, kannst loslassen. Komm her. Koppelgang für den Nachwuchs. So, jetzt. Okay, Ja, oh, das hat gut geklappt, oder? Oh! Da hat einer aber richtig Spaß. Also das sieht echt so schön aus. Und Bernhard kann an dem gerade mal 10 Tage alten Sprössling jetzt schon die typischen Eigenschaften der Rottaler erkennen. ne, er ist auf jeden Fall nicht ängstlich. Er hat kräftige Gelenke, schöne Fesseln. Schauen wir mal, man sagt ja immer 3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre. Sofort, sonst soll man Pferd nicht anschauen, weil dann verwachst er sich immer wieder. Aber der sieht doch toll aus. Der schaut oder? toll aus, ja. Schöne Gruppe. Ist natürlich so, das eigene Fohlen ist immer das Schönste. Ah, aber natürlich. Wenn der keine Werbung für seine Rasse macht, dann weiß ich auch nicht, wer es noch machen soll. Wie schön, diese Rasse noch kennenlernen zu können. Und im nächsten Jahr müssen unbedingt wieder mehr Rottaler Fohlen auf die Welt kommen. Das würde ich mir ganz ehrlich auch wünschen.